Ja, Leute, hallo! Schaut euch das mal an. So gut geht's uns und die Pflanzen hier. Wenn sie einfach nur Wasser kriegen. Ja, alle Viertel sind noch nicht bewässert. Aber man hat ja schauen müssen, für was das Geld langt und so, gell? Aber wir werden ein gutes Stückchen weitergehen halt. Ich hab's im Gespür. Was ich eigentlich nie gemacht habe bisher, weil wir ja relativ übersichtliche Fädel bisher gehabt haben. Abchecken, ob irgendwas ein Rot ist. Nö, alles top. Alles ist gegossen. Fertig. Und weiter geht's. Ab in die Koje. Wenn das ein sehr schönes Fädel ist, dann weiß ich auch nicht da. Aber wir müssen uns noch einen Tag gedulden für den Cash-Out. Und hier müssen wir natürlich auch nochmal über die Fädel drüber gehen. Aber ich sag's euch, das wird wirklich richtig angenehm. Ab dem morgigen Tag. Wenn wir 3 super glitzernde Gelbiraumfädel abernten können, weil dann... Bewässerungen. Leute, Bewässerungen. Dann kriegt ihr dieses Fädel definitiv eine Bewässerung. Und ich glaube, Mais und Weizen auch. Und dann Horst für mich tatsächlich auch schon unsere Starterfelder abzureißen. So traurig wie es ist. Aber die müssen halt weiter. Abfahrt. Erntezeit. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht aus Versehen Kartoffeln und Zwiebeln auch noch mit ernten. Weil die sind noch nicht perfekt ready. So. Warte. Ich muss immer abchecken, ob ich nicht schon... Genau. Ob ich nicht schon das für den Jahrmarkt angegeben habe. Hell yeah. Wären das die 3 Bewässerungsanlagen? Oh, na, klappt doch nicht. Das ist zu wenig Geld schon wieder. Verdammt. Mann. Dann holen wir uns heute 2. Oder na, ich habe einen besseren Plan. Okay, hier erstmal unsere Starterfelder wegmachen. Und dann warte ich tatsächlich bis morgen, weil morgen werde ich das andere Zeug reif. Und dann schauen wir einfach, in was wir investieren. Ja, ich glaube, das ist ein guter Call. So. Um nicht zu vergessen, hier auch nochmal ein bisschen Feldpflege. Ich hätte es actually vergessen jetzt. Wir wollen ja nicht, dass uns hier die Pflanzen verrecken. Alrighty. Erntezeit. Das ist doch wunderbar. Oh, ich sehe ja, morgen ist der 14. Der Fotograf ist dann wieder in der Town. In der Farm. Mal schauen, also ich kann mir nicht ganz vorstellen, dass wir jetzt schon einen Preis gewinnen. Ich glaube, wir sind vom Rang generell nur zu niedrig. Okay. Erntemaschine. Abfahrt. Das macht doch Freude, oder? Schön. Erstmal den ganzen Spaß direkt wieder umackern. Damit wir dann halt direkt wieder starten können. On our way to Kaufbewässerungsanlagen. Und zwar 3 Stück. Mehrere Viertel haben wir nicht mehr. Oh ja. Hohoho, ja. So geht's nämlich, weißt du? So nämlich. Und jetzt gehen wir fett säen, Mann. Aber warte, ich hole mir gleich noch mehr Land, und zwar da unten. Perfekt. Mit dem Geld sollten wir eigentlich genug haben, um immer nur alles zu säen. So, pass auf, ich fahre jetzt mal kurz da runter und schauen wir mal die Gegend hier an. Ja. Wir haben einige große Storner, die werden vor der Reinigung hier nicht weggemacht, die müssen wir selber wegreißen. Aber okay. Und Abfahrt. Wir säen einfach komplett alles drüber. Was soll schon passieren? Ich meine, wir müssen nichts mehr gießen. Die Zeitersparnis ist enorm. Und jetzt wollen wir halt danach, dass der Gewinn enorm wird. Boah, geil, Mann. Und Penge. Genau, jetzt kriegen wir wieder die Meldung für den Fotograf. Das habe ich vorher schon erwähnt. Schauen wir mal. Aber eigentlich kann man nicht vorstellen, dass irgendwie großartig was ist. Oh, schau mal, wir haben
nur 2 kleine Fädel. Wo ein bisschen Pilzbefall ist. Aber das war halt schon geil. Na, ich konnte es mir nicht vorstellen. Dem Fotografen wäre es noch nicht gefallen. Oh Mann. So, fertig. Das war's mit der Pflege. Wir gehen direkt wieder pennen. Leider war dein Hof einfach nicht attraktiv genug. Kümmere dich darum, dass er in der nächsten Jahreszeit in einem guten Zustand ist. Du Keck. Der ist im guten Zustand. Nur weil er nicht so viele Punkte hat. Und wie schaut's aus? Nur Ohrfädel. Boah, ist das geil. Direkt wieder pennen. So Leute, und jetzt mache ich was vielleicht der eine oder andere komisch findet. Und zwar mache ich halt einen Erntetag. Weil wir haben schon einige Fädel, die reif sind. Zack. Aber wir hätten sie ja nur überreifen lassen können. Für eben den glitzernden Status. Warum ich das mache, seht ihr in ein paar Tagen. So, alles was wir per Hand abernten müssen, haben wir abgeerntet. Jetzt gehen wir wieder mit schwerem Gerät. Kartoffeln und Zwiebeln, ratter, 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 ratter. Mhm. Ja, das Geld lässt sich sein. Ich glaube, wir machen alles richtig. Ich kann euch auf jeden Fall eins sagen. Lang werden wir mit diesem kleinen Bullock nimmer rumfahren. Ah, also der Kompakt-Traktor, der hat bald ausgedient. Und es wird dann auch schon langsam nötig. Ja, ist schon ein bisschen nervig, hier nur zweispurig zu fahren. Aber nichtsdestotrotz müssen wir ja trotzdem unsere Fädel bewirtschaftet lassen. Und deswegen sagen wir eigentlich nochmal alles so. Ja, ist eigentlich lustig, dass ich es eben gerade gesagt habe, weil jetzt ist die Zeit gekommen. Wir holen uns den Großtraktor. Alles drunter ist währenddessen gespart, also wir müssen uns zuerst den Großtraktor holen. Bam! Oh, wir hätten uns direkt das Messer auch kaufen können. Na, das nächste Mal dann. Okay. Aber, was ich dazu noch gleich machen wollte, wir haben jetzt die Möglichkeit, eine Feldspritze an unseren Großtraktor zu befestigen. Und was sehen kann, naja, das liegt nicht auf der Hand. Ich zeig's euch dann. Okay, und weil wir das Geld haben, es ist ja schon alles gesät, wir brauchen nichts mehr. Ich hole mir direkt das große Messer dazu. Let's go. Jetzt geht's richtig los, Leute. Auf dem Weg, ein Großbauer zu sein. Wie ihr seht, in unserer Garage ist jetzt schon wesentlich mehr. Wir haben uns hier die Feldspritze geholt. Dort ist 3er Messer für den großen Dracke. Und hier haben wir eine Frontschaufel dazu gekriegt zum Bullock. Was echt geile Sache ist. Und jetzt fahre ich einfach mal schon mal runter und mach den ganzen Platz frei. Weil ich weiß, hier sind nämlich fette Storner. Die müssen wir weitermachen. Warte mal. Zack. Müssen wir nicht ewig lang auf den Storner rumkloppen. Sondern können die einfach wegfahren. Bäume. Oh, warte, what? Ich hab grad gemeint, mit Baum geht's nicht, aber dabei geht's ja doch mit Baum. Perfekt, dann mache ich das doch auch gleich mit Baum. Und zwar müssen wir hier runter. So, und der Baum muss noch weg. Der unterste, glaube ich, kann bleiben. Ja, ich glaube, der kann bleiben. Genau. Weil wir brauchen ja die Fläche für den Ackerbau. So, wie schaut's denn heute aus mit unseren Fädel? Naja, irgendwie, denen geht's verdammt gut. Das ist verrückt. Dann gehen wir einfach direkt wieder pennen. Wir haben jetzt ja sowieso mehrere zum Tor. Was ist mehrere zum Tor? Verdammt. Wir gehen rüber zum Jahrmarkt und holen uns die Bände ab, die wir verdienen. Okay, ich hoffe, dass wir überall direkt wieder blau haben. So. Erfahrungspunkte. Also, let's go. Blau, perfekt. Blau, 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 blau. Yes, 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 yes. Schaut euch das mal an. Wir sind jetzt offiziell im Rang aufgestiegen von Neuling zu Greenhorn. Und das war mein Ziel, tatsächlich. Wir haben genügend Erfahrungspunkte gesammelt und sind aufgestiegen. Das wollte ich in diesem Sommer noch schaffen. Geil, geil, geil. Also ihr seht schon, wir kehren nicht nur durch Trophäen, sondern eben auch durch diese Bänder an Erfahrungspunkte hochkommen.
Und das ist natürlich geil, weil die blauen Bänder natürlich die besten sind. Es, glaube ich, gibt da nur Rot und Weiß. Genau, dann nutzen wir jetzt aber gleich mal die Zeit noch und gehen mal in den Trophäenraum und schauen uns mal an, was wir denn eigentlich schon haben. Ah ja, man sieht, ist schon ein bisschen was drin. Ganz klare Sache. Da sieht man, dass wir schon mal Bänder gewonnen haben für die ganzen Kategorien hier. Du kannst sogar nachlesen, wie viele Bänder du schon gewonnen hast. Genau, also 2 blaue mit den gelben Rum und der Rest ein blaues Band. So, diese Trophäe haben wir gekriegt, weil wir Harvest and Crown Maschine gekauft haben. Das war damals der Kompakttraktor. Da haben wir direkt 500 Punkte drauf gekriegt oder so. Das ist richtig geiler Scheiß. Und jetzt, oh mein Gott. Oh mein Gott, wir müssen so schnell wie es geht den nächsten Tag. Ich bin so gehypt gerade. Weil ich weiß, was wir gleich machen können. Juhu. Erstmal natürlich in den Herbst starten. Mir gefällt es immer sehr, wenn die Jahreszeiten so mitspielen. Und die Fädel geht's immer noch sehr, sehr gut. Also die haben fast keine Probleme. Sehr, sehr schön. Oh, das ist so geil. Jetzt gehen wir aber erstmal noch in die Stadt. Weil ja ein neuer Monat begonnen hat. Und wir wollen ja möglichst schauen, dass wir für unseren werten Fotografen eine wunderbare Farm haben zum Herzog. Deswegen holen wir uns hier direkt wieder Hilfe. Nehmen Dienstleistungen in Anspruch. Hier, Gebäudereparatur und Ackersäuberung, Ackerlandsäuberung, genau. Und für das, dass wir Greenhorn sind, haben wir wirklich verdammt wenig Money. Aber das ändert sich ja jetzt. Schaut euch das so. Wir gehen erstmal drüber und dann direkt ummaten für die Meisterschaft. Bling, bling. Einfach irgendein glitzerndes Ding nehmen, das langt dann schon. Für gewöhnlich fahren wir damit immer ganz gut. Perfekt. Wir haben ja immer alles gut gepflegt. Gut. Und jetzt gehen wir direkt in den Ernterei. Ist eine wahnsinnige super Sache. Ey, dieses Teil. Ah, es ist so befriedigend. Diese grünen Zahlen immer. Ja. Und ich glaube, wir gehen jetzt wirklich letzte Mal per Hand da drüber. Ich mache das jetzt echt nur mal per Hand, weil ich möchte eine Investition machen, die mehr bringt, als jetzt irgendwie ein Mähdrescher oder eine Ballenpresse zum Kaffer. Dafür brauchen wir jedes zu uns zur Verfügung gestelltes Geld. Oh, 20.000. So, erstmal in die Stadt. Bevor wir irgendwas aufpacken, erstmal in die Stadt. Und wir gehen zum Warenhaus Bates & Sprouts, denn ab 3.800 Punkte scheut man 3 neue Äcker frei. Zwar Salat, Sojabohnen und Tomaten. Habe ich ja schon mal ein bisschen erwähnt. Wir kaufen uns erstmal ein Sojabohnenfeld. Und zwar genau da wird es hingestellt. Und Tomaten brauchen wir natürlich auch. Jedes Feld brauchen wir mindestens einmal. Das kommt dann da hier. Und Salat. Salat kommt dann hier. So. Und jetzt haben wir richtig geil sortiert. Nur mit Pestizide und Fungizide, für die wir, by the way, jetzt einen Rabatt kriegen sogar, obwohl das sowieso gefühlt nichts kostet. Dankeschön. Bewässerungsanlage für definitiv für den Salat. Und für die Tomaten. Und actually langt uns wahrscheinlich das Geld nicht für nur mal Bewässerungsanlage, weil wir jetzt alles, also alles, was natürlich Geld, ich hoffe, dass das Geld langt, verdammte Scheiße, alles besamen werden. So. Und jetzt fahren wir sogar zum ersten Mal mit dem großen, mit dem 3-Messer. So schaut der Spaß dann aus. Oh, das ist doch wundervoll, oder? Schaut sich das mir an. Ackerbau im großen Stil, oder? Mittlerweile nimmt es schon echt Form an. Ja, ich meine schon klar, wir fahren nur mit dem kleinen Kompakttraktor zum Säen raus, aber scheiß drauf. Ist trotzdem schnell gemacht. So, und wir werden jetzt erstmal die wichtigsten Sachen ansehen. Und ja, ich weiß, ich muss hier gerade nur mein eigenes, komplettes Feld selbst bewässern. Aber hilft halt nichts, ja. Aber ich würde sagen, wir haben jetzt offiziell alle Ackerarten, oder? Wir haben alles. Klar, natürlich haben wir alles. Also actually, wenn man merkt,
Das Game wäre jetzt hier sogar schon laggy. Dazu muss man aber sagen, ich weiß auch von früher, dass es giga laggy manchmal war und auch unfassbar verbuggt, das Ganze. Ey, aber ich hab's Spiel gefeiert. Aber gut, schau, hier läuft's wieder flüssig, aber bei der Ecke ist schon wieder vorbei. Aber mei, erstmal schlafen gehen. Lol. Jetzt muss ich sogar nicht einmal mehr gießen. Also irgendwie habe ich gemeint, dass jetzt große Feldpflege betrieben werden muss, aber denen geht's zu gut. Merke ich gerade irgendwie. Du gehst hier, 3 Spritzer und fertig. Verdammte Scheiße, Mann. Aber jetzt. Jetzt ist mehr los, oder? Ja, jetzt ist mehr los. Perfekt. Bedeutet Einsatz der Feldspritze zum ersten Mal. Der fahren wir einfach übers Feld, setzen A und spritzen einfach drüber. Genau das habe ich gemeint von wegen... Wir sind definitiv kein Biohof. Wir vernichten alles, was nicht da sein darf. Und sauber ist es wieder. Und jetzt vergleicht den Scheiß mal. Vergleicht das mal. Das geht so schnell jetzt alles. Jetzt warten wir ab, wie wir abcashen können dann. Es ist wieder einiges reif, das ich instant abernten werde, weil, ich glaube, ich habe es dann vorher doch nicht so erklärt. Ich mache das jetzt immer so, die Sachen, die 3 Tage lang wachsen müssen, tue ich dann immer am 3. Tag auch wirklich abernten. Beziehungsweise ich tue es einmal am 3. Tag abernten und beim 2. Mal lasse ich die halt dann reifen, weil es dann genau auf den Tag fällt, wo die 6 Tage Sachen überreif sind. Was halt heißen soll, ich habe einen kleinen Erntetag und einen großen. Boah, ich mache jetzt mal was. Ich hole mir jetzt einfach mal den verdammten Mähdrescher und nutze den einfach direkt. Ich bin mal gespannt, wie viel Geld da jetzt rauskommt. Ich glaube, so viel kann es gar nicht sein, oder? Okay. Ja, das war schon okay, dass ich das gemacht habe. Jetzt tue ich noch einmal das Hai per Hand ernten und dann war es wirklich das letzte Mal. Weil jetzt muss ich wieder länger zum O sein, was? Und das wollte ich jetzt nicht aufs Spiel setzen. Aber eigentlich langt's doch, oder? Oh, scheiß drauf. Ich mach das jetzt so fertig, dann gehe ich sehen und dann schauen wir mal. Ist doch eine wunderbare Sache, oder? Es geht so schnell. Oh. Okay, jetzt schaut es aber wirklich ein bisschen traurig aus, mit einem kleinen Kompakttraktor da noch rumzufahren. Am nächsten großen Erntetag, da wird sich das alles ändern. Oh, es ist wieder besät. Wir haben noch einiges an Geld übrig, aber ich weiß nicht, ob jetzt so die Ballpresse, doch, die ist so günstig, oh Mann. Okay, ja, dann hören wir uns jetzt. Dann fehlen uns nur noch der Pflanzer und der Ernter, 3-spurig und dann gehen wir uns da schon zu so einem Großbauer zählen, oder? Ja, Mann, wenn so wenig auf dem Feld los ist, ja, dann mache ich es halt einfach schnell per Hand. Lohnt sich einfach manchmal den Drecker zum Schmeißen. Aber actually, jetzt lohnt es sich. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich mal vergessen habe zu gießen, aber kann eigentlich nicht sein, war noch safe kaputt gegangen. Ach, ist das schön. Jetzt auch nur mal per Hand ein bisschen gießen. Wunderbar, schlafen gehen. Und heute ist alles reif. Oh ja. Der letzte Tag, um irgendwas per Hand zu gießen, das werde ich mir nie wieder, oder? Es ist vorbei. Genauso wie irgendwas per Hand abernten. Wir sind Greenhorn auf professioneller Basis. Deswegen gehen wir jetzt mal profimäßig mit der Feldspritze nur mal übers Fädel. So, das war's dann aber wieder mit der Feldpflege. Boah, schaut schon echt geil aus wie ein neues Gräs, oder? Gib's zu. Und es werden nur mehrere Fädel. Oh yeah. Wie das machen wird, seht ihr dann in der nächsten Folge. Wir werden definitiv Feld abcashen in der nächsten Folge. Also auf jeden Fall nicht verpassen. In der nächsten Folge findet ihr der Endcard, sobald sie online ist. Bewertung nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal.